No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all, it's said and done. You're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. What am I supposed to do? Ich habe ein Statement zu verkünden. Und zwar, ich habe aufgehört, Pornos zu schauen. Was? Statement. Also es kommt schon noch etwas. Ja, also ich habe aufgehört, Pornos zu schauen. Ich weiss, es ist verdammt stark. Viele Leute hören auf, weil es einfach nicht mehr verleidet und so. Aber ich habe halt einen Podcast aufnehmen. Ist der am Morgen um 3 in den Sinn gekommen? gefühlt schon, ja. Also es ist ja noch gar nicht No Not November. Oh mein Gott, stimmt, jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt dann gleich das wieder. Oh, nein, ich habe den vor einem Comedian gehört, in einer etwas abgewandelten Form, und ich habe den einfach gut gefunden. Weil er steht auf die Bühne auf und er hat es natürlich richtig gut performt. Ja, also ja. Er ist angestanden, richtig so, ich habe ein Statement, ich habe aufgehört, Pornos zu schauen. Und das ganze Publikum, und er so, ja, ich weiss, es gibt viele, die haben Probleme und so, weißt. Aber ich musste halt auf die Bühne kommen. Und dann alle weggerannt. Das ist ein mega guter Opener, finde ich. Ja. So auf die Bühne. Ja. Das stimmt, ja. Voll. Aber wenn wir vielleicht gerade schon den Einstieg so gemacht haben und so, auch noch schnell Salut zusammen. Aber hast du No Not November schon mal durchgezogen? Nein. Also das wäre jetzt ein Statement. Also das Ding ist, weißt, durchgezogen schon gar nicht, aber ich habe es noch gar nie probiert. Also, keine Ahnung, das ist halt schon lang, ein Monat. Also, weißt du, ein Monat ist schon lang. Da bist du dann schnell mal. Auch eine Woche ist lang. Ja, eine Woche ist auch lang. Also, ich meine, viele Stunden. Das ist schon. Also Nein, also. Ich weiss nicht, ob ich glaube, jetzt muss ich es fast probieren. Mal auf Ernst probieren. Einfach damit du es probiert hast. Und dann wieder aufgehst. Ja, dann, also probieren kannst du auch wieder aufhören, aber du musst es einfach probieren. Also schon mit dem Willen, es wirklich zu probieren. Weil, stell dir vor, du musst das so. Stell dir vor, wir könnten das ganze Jahr lang Feuerwerk ablassen. Wäre auch nicht geil. Aber wenn du das ganze Jahr kein Feuerwerk ablässt und an einem Tag Feuerwerk ablässt, macht es eine Scheissfreude. Ich weiss jetzt nicht, ob Feuerwerk und mit dem vergleichbar ist. So. Ja, ich glaube einfach, das Ding ist, wenn du es weniger machst, dann ist es auch geiler, wenn du es machst. Egal was. Ja, also weißt du, so, ja, egal was. So vom Ding her. Ja, schon. Aber für das ist es einfach zu gut. Genau, es gibt halt auch einfach Sachen, die sind lebensnotwendig. Ja, wie Nahrungsaufnahme. Genau, das Mittagessen, das Abendessen. Wasser wird nicht besser, wenn du ein halbes Jahr kein hast. Das ist so. Also für mich gehört das eher in die Kategorie als einmal im Jahr oder zweimal am 1. August und am Silvester Feuerwerk ablassen. Für mich eben auch, und ich glaube, das ist der Fehler. Ja, also das ist der Fehler für viele Menschen, die das anfangen. Nein, ich oder glaube, das durchziehen. Das ist, oder ist das unser Problem? Nein, aber ich sage mal, irgendwo wird es wahrscheinlich schon nicht gesund sein, wenn man immer anderen Leuten beim schauspielerischen Bumsen zuschaut und das über Jahre lang mehr oder weniger dein einziger sexueller Kontakt ist. Das ist sicher nicht gut für deinen Sexualtrieb. Also, ja. Ich sage jetzt nicht, dass das gerade irgendwie mega schlecht oder sonst etwas, aber ich verstehe den Ansatz, dass es, ja, es ist halt wie eine kleine Droge, Sucht, ein Kick, ein High, das du dir geben kannst. Halt mindestens einmal jeden Tag ist es geil, sonst ist es irgendwann nicht mehr so spannend.
Das kennt man ja so. Als Jugendlicher ist man da anders dahinter, würde ich jetzt mal behaupten. Oh Mann. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen viel mehr, Die einen anderen mehr, nur viel. Aber ja, also es ist sicher nicht immer förderlich. Ja, Also zumindest jetzt der Pornokonsum, weniger jetzt. aber ich glaube, die schwierige Komponente in dieser ganzen Gleichung ist vor allem der Pornokonsum, also das ja. Video schauen. Ja, du Und sich könntest da- jeden Tag, den ganzen Tag einen abholen. Solange es nicht in der Öffentlichkeit machst, hat er keinen, also gibt es wahrscheinlich kein Problem. Auch in deinem Kopf. Ja, lass dich nicht erwischen. Oh Mann, oh Mann. Nein, aber wir müssen jetzt da nicht zu fest aus Und dem mit dem guten Nähen Tag begrüßen wir euch ganz herzlich. Ganz herzlich zum Fuschcast. Wie zum könnte es auch anders sein? Podcast. Ja. Mit den hochstehendsten Themen auf der Welt. Wortwörtlich. Wortwörtlich. Aber nein, es ist schon ein spannendes Thema, finde ich. So. Und vor allem, das ist mir auch letztes Mal, vor einem Monat, 1,5, bin ich mal bei einem Grillabend eingeladen gewesen, so eine Männerrunde. Aha. Also 3 Schnäuze sind an diesem Tisch gehockt und einer von diesen 3 bin ich gewesen. Und dann sind wir auch ein bisschen auf das Thema halt zu sprechen gekommen, so das erste Mal und wie häufig machst du und wie wichtig ist dir das und so. Und es ist schon noch krass, weil in diesem Thema tust du dich so als Standard irgendwie setzen. Und danach ist es immer etwas Komisches, wenn du ein bisschen etwas anderes vom Gegenüber hörst. Also jetzt beim einen, für den ist es kein Problem, irgendwie einen Monat mal nichts an sich selber herumzuschrauben. Aber und nachher der Kollege und ich dort mit grossen Augen dort am Tisch gehockt und für uns ist das einfach irgendwie undenkbar gewesen. Es ist schwierig zum Verstehen gewesen, aber für den ist das der Standard und danach irgendwie so viel Wichser, ja. Ich weiss nicht, kannst du das ein bisschen relaten? Ich kann schon relaten, weil also ist vielleicht jetzt nicht so vorteilhaft für mich, aber ich glaube, es ist doch auch schon 1-2 Jahre her. Wahrscheinlich wie 1 wieder 2, aber dann sind wir auch irgendwie in einem Kollegenkreis gehockt und sind auf das Thema gekommen, also vor allem das Thema Pornos schauen. Und dann haben wir uns über das Wissen über gewisse Darstellerinnen oder so austauscht. Und dort ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mich zu gut auskenne bei diesem Thema. Also dort ist mir aufgefallen, so, wieso weiss ich die Namen zum Teil überhaupt? Also das hat mir einfach gezeigt, ja, weil ich habe dem nie einen grossen Wert. Für mich ist das einfach so, ja, auch wenn mal nicht kann wichsen oder so, scheißegal, dann ist es halt so. Solange es nicht eine lange Zeit ist, so nach dem Motto. Dann ist das mir nicht so wichtig. Und darum habe ich dem auch wie nie so den Wert angegeben, oh, du musst aufpassen, wenn du dich daran gewöhnst, zu fest, dass es dann auch negativ Auswirkungen haben kann. Und ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich eher im wenigeren Drittel unterwegs. Und habe dort gemerkt, dass ich vielleicht doch eher zu den oberen 10% gehörst. Ja, vielleicht nicht 10%, aber den oberen Prozent auf jeden Fall gehören. Zumindest, wenn ich Single bin. Also das ist ja auch doch nochmal ein entscheidender Punkt. Also muss ich schon sagen, ich bin eher halt mein Erwachsenenleben die meiste Zeit in Beziehungen gewesen und bin nie dieser Situation ausgesetzt gewesen, dass irgendwie die Pornos meine Sexualität zu fest könnten verwirren, weil ich habe ja immer nebendran noch den echten und normalen Umgang gehabt, wo durchaus häufiger und ein grösserer Fokus darauf gelegen ist. So. Aber dann eben in dieser Zeit, wo ich dann alleine war und mich auch wollte abkapseln von der Frauenwelt, ein bisschen so, habe ich gemerkt, dass das dann wirklich irgendwann plötzlich so, hey shit, die letzten 30 Frauen, die ich nackt gesehen habe, sind digital gewesen. Und das ist schon also ein neues Learning für mich oder ein Moment, wo ich dann gefunden habe, so, und jetzt tust du nicht einfach wirklich nur, weil du Lust hast, sondern jetzt tust du auch mal warten. Oder auch mal nicht. So. Ja. Weil, ich nenne das die spontanen Wichser. Das sind die, wenn du plötzlich mal 5 Minuten Zeit hast am Tag und denkst, jetzt würde aber ein Wichs noch gut passen. Ja, das gibt's. Also ich weiss ja, nicht. Sicher gibt's das. Das sind die ja, wenn es eben mal am Abend nicht gepasst hat und dann plötzlich
jetzt hätte ich eigentlich gut Zeit. Und dann passiert das. Ja, und es ist manchmal noch erstaunlich, wie schnell auch so etwas kann gehen, wenn es muss gehen. Also wenn du so auf die Uhr schaust und so, in 10 Minuten muss ich auf den Bus. Ja. Es könnte jetzt, wenn es schnell geht, könnte es so schnell reinpassen. Also, mir ist gerade etwas in den Sinn gekommen, das ist jetzt ein rechter Seelenstriptease, obwohl das schon mega Seelenstriptease Ja, also für ist. das, dass wir irgendwie seit 5 Minuten dran sind, sind wir Also- schon voll im Thema. Ja, wirklich. Und vor allem, ich hatte das als Jugendlicher nie gehabt, aber ich hatte das vor 2 Monaten oder so einfach mal gehabt, dass ich geträumt habe, dass ich im Traum bumst habe und nachher bin ich einfach im Schlaf gekommen. Also, Oh, ein feuchter Traum, sagt man ja, dem? nein, aber ich bin so im Halbschlaf, dann habe ich wie weiter geträumt und dann habe ich plötzlich, als ich gekommen bin, realisiert, dass das aber echt war. Also Okay. ich bin zwar im Träumen gsi und im Traum, aber ich bin voll einfach normal gekommen. Mega, also es ist mir noch nie passiert. Ja. Nicht als Jugendlicher nie. Und ich weiss nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass ich einfach schon länger keine weibliche Partnerin mehr hatte und mein Hirn sich das wieder zurückgeholt hat. Aber auf die andere Seite bin ich jetzt nicht so lange nicht mehr im Game, sozusagen. Von dem her. Also, Entzugserscheinungen sind es nicht. Aber ja, ist mir, weiss nicht. Ist mir selber jetzt noch nie passiert. Aber also im Fachjargon, soweit ich weiss, sagt man dem einen feuchten Traum. Wenn du quasi also, im feuchte- Traum weisst, nachher feuchte Träume hatte ich kommst. schon oft gehabt. Aber für mich ist ein feuchter Traum nicht gerade ein Orgasmus zu haben. Das ist also eben, feuchte Träume gibt es, aber dass ich dann einen Orgasmus habe. Und also vor allem eben, es erklärt sich mir auch nicht, weil irgendwo muss es durch die reine Vorstellung passiert sein. Weil ich bin nicht irgendwie im Schlaf am Wichsen gsi, sondern einfach wirklich von der reinen Reizüberflutung. Spannend, ja. Es gibt sicher irgendeinen... Also, Thema Luzidträumen, das haben wir ja schon mal Das haben wir mal, im ja. Fuschcast behandelt. Und das ist eben vielleicht auch so ein Klartraum Ja. gewesen, wo du dort deine innersten Fantasien, Fetischen nachgegangen bist. langweilige Fantasie. Hey, Mann. Nein, ich weiß es auch nicht, aber eben bei mir in der Jugend oder also wäre mir jetzt noch nie passiert, aber Also was ich Kann- einfach kann- weiss, dass es Samenergüsse gibt. Ja. Also gerade in der Jugend eben, weil du vielleicht nicht wichst Ja, ist und sich das Hormone und ansammelt alles und drum dann und dran. muss das einfach irgendwann abgeladen werden. Dann gibt es einen Samenerguss, einfach so. Aber auch das habe ich nie gehabt. Also keine Ahnung. vielleicht ist dort wirklich das Thema, dass du dort zu wenig gewichst hast und Ja. dann ist das Ventil einfach aufgegangen Ja. und dann hat das einfach raus müssen. So aus der Also, Gewohnheit raus. So. ja, vielleicht hast du an diesem Abend einfach nicht gewichst Ja, und dann weil hat das kann sich sein, ja. das eine Art wie im Traum, im Schlaf irgendwie vorgesetzt oder hast du es dann nachher ausgeführt und ja, keine Ahnung. Irgendwie. Ganz, ganz speziell. Strange, ja. Strange. Aber nein, ich kann mich da auch outen. Also No Not November war noch nie ein Thema bei mir gewesen. Und ich glaube, ich kann das gar nicht durchstehen. Also ich physikalisch will das. ist es möglich. Ja, klar. Du Also kannst es- ja, du hast natürlich. nicht genug Willenskraft dazu. Das ist ja der einzige Ja, Ding. ja. Also für Ja. mich macht das einfach auch zu viel Spass. Also, Ja, aber das Und- ist ja... Schau, Drogen machen auch viel Spass. Aber die Willenskraft hält dich davon ab, sie zu konsumieren. Und genau, wenn man das jetzt als Sucht oder als so etwas anschaut, dann ist ja klar, es macht Spass. Ja, Sonst wärst du nicht natürlich, ja. abhängig. Aber aufzuhören mit etwas, was Spass macht, ist eben genau das Schwierige. Ja, Es ist ja. nicht... Also, wenn du im Leben nur mit dem müsstest aufhören, was keinen Spass macht, dann wäre es ja gar keine Frage. ja, also auch im Militär zum Beispiel, dort habe ich wirklich straight, das habe ich durchgezogen, Montag bis Samstag. Aber als ich dann halt heimgekommen bin, am Wochenende, ist Haben zuerst wir mal es aufholen. gewichst worden, nachher noch schlafen, dann nochmal wichsen und dann mal zum Mittag oder zum Abend essen und dann nochmal wichsen, schlafen, wichsen und dann ist man wieder gegangen. So Ja. etwa in dieser Reihenfolge. Ja.
also eben, ich glaube, wenn die äußeren Umstände so sind, dann kannst auch du das nicht machen, ohne dass es dich psychisch belastet. Ja. Glaube ich. Aber wenn es dir super gut geht, du alles hast, was du willst, und es dann nicht machen können, das ist ja der einzige Grund, wieso ich es ausprobieren würde. Wegen der Willenskraft. Weil es gibt ja keine rationalen oder nicht viele rationale Gründe, wieso du jetzt müsstest aufhören. Also weißt du, es geht dir nicht morgen der Dödel ab, weil du nicht aufgehört hast. Also weißt du, ich meine so. Gibt es eine coole South Park-Folge, Ja, wirklich. wie die Dödel von den Männern abfliegen? Weil sie zu viel gewichst haben. Nein, das hat irgendwie mit Corona hat das, glaube ich, zu tun gehabt. Was? Also es ist, in dieser Folge ist das, glaube ich, nicht Corona genannt worden, sondern Aha. es ist sonst ein Virus, das sich irgendwie in der Pizzeria in Italien verbreitet. Also es gibt auch einen Italiener in South Park und nachher in dieser Pizzeria ist irgendwie so der Ausbruchsort gsi, wo der Virus erstmal ausgebrochen ist, und der Stan und sein Vater, der Randy Marsh, die sind irgendwie in dieser Pizzeria drin gsi, und dann ist am Randy irgendwann ist der Schwanz abgeflogen, und das Geile, der ist dann so in der Luft ein bisschen rumgeflogen und dann explodiert wie eine Rakete. Sind wir Ja, wieder haben bei wir diesem wieder. Thema, ja. Sind wir wieder Raketen. Ja, und wenn sich der Bogen gerade schliesst, dann Nein, würde der ich... Kreis schließt. wenn sich der... Und der Bogen stimmt. spannen. Das hast ja du letztes Ja, Mal. ja. Schau jetzt. Übernehme ich schon die Versprecher. Oh mein Gott. Wenn sich der Kreis gerade schliesst, komme ich zu meiner ganz klassischen Frage. Nils, wie geht's dir? Ja, Saluti, ja. Mir geht es an und für sich gut. Im Moment geht ein bisschen zahlenlastige Season, wo mich gerade beschäftigt, so Thema Buchhaltung. Wir haben hier im Geschäft noch einen kleinen Entscheid gefällt, der eine grössere Auswirkung mit sich zieht. Aber ich weiss jetzt, dass das die richtige Entscheidung ist und dass sich das lohnt. Ja, und jetzt heisst es quasi, alle Belege für ein Krömle, schauen, wenn der Kohle geflossen ist, wo ist er angeflossen, wie tun wir das kontieren. Und alles so Scheisse, die ich das letzte Mal irgendwo im 2. Lehrjahr hatte. Oh Gott. Und einfach im Theoriebuch. Und jetzt heisst es halt in der Praxis direkt am eigenen Unternehmen anwenden. Aber ja, es sind jetzt die letzten 2 Jahre auch immer neue Erfahrungen gewesen, wie man so etwas überhaupt macht und auf was dass man schauen sollte. Und dann merkt man, man hat das letzte Mal nicht auf das geschaut. Und dann kann man das jetzt innerhalb von 3 Jahren das 3. Mal, wo wir die Buchhaltung zum Beispiel wechseln. Ja. Also das Buchhaltungstool. Das Buchhaltungstool, genau. Ja, einfach von zuerst einmal über Fernsehwerbung auf einen Anbieter aufmerksam gemacht. Das Gefühl kann ja nicht so schlecht sein. Ja, und vor allem der erste wäre wahrscheinlich besser gewesen als der zweite. Genau, der erste an und für sich wäre besser gewesen wie der zweite. Der zweite hat uns vor allem über so das Schlagwort künstliche Intelligenz können überzeugen. Das ist gut überschnurrt. Ja, das war ein geiler Verkäufer gewesen. Also Ja. ich würde immer noch behaupten, das ist ein sympathischer. Sicher, also absolut. Und ja, und jetzt haben wir einfach das Ganze mal ausbreitet, die Sachen angeschaut und dann auch, ja, einfach festgestellt, hey, es gibt noch bessere Alternativen. Genau, ja, das ist ein bisschen der springende Punkt. Sagen, weil schlecht war keiner von denen, die wir bis jetzt hatten oder die wir jetzt holen. Aber sie sind einfach für unseren Use Case, Gottverdammt, wieso falsch, Anwendungsfall, Ja, ist es nicht optimal gewesen. voll. Ja. Ja, und jetzt geht's, also bis zu einem gewissen Maß ist so ein bisschen mies. Also, jetzt musst du mir schnell ausreden lassen. Ist mein Anspruch als Buchhaltungstool, dass Zahlen über eine längere Zeit analysiert und so Auswertungsthemenmässig, dass ich mir eine Art wie selber ins Fleisch schiesse, um einfach uralte Rechnungen nochmal eingeben, obwohl das Geschäftsjahr abgeschlossen ist und weiss nicht was. Eigentlich Aber interessiert es keinen mehr. Nein, an und für sich interessiert es gar niemand mehr.
dich nicht würde interessieren, würden wir es auch gar nicht machen. Korrekt, aber mich interessiert Genau. Du musst es ja machen. Also genau, dann darum wäre mache ich es und alles darum, gut. darum bin ich auch nicht am Jammern. Einfach, ich Nein, finde es einfach auch interessant, um zu sagen, ab Tag 1, wo es Eigengrau gegeben hat, kommt XY, der hat so viel Geld bei uns schon liegen lassen und für diesen Bereich und das und was haben wir alles für Projekte gehabt und die History, da bin ich vielleicht auch von meinen ehemaligen Arbeitgebern ein bisschen geprägt worden. Die History, die ist einfach bei meinen vorherigen Arbeitgebern immer unglaublich mangelhaft gewesen. Also so mangelhaft, dass du 2 Stunden in den Keller runter bist, 5 Ordner mit aufgenommen hast, die 5 Ordner von A bis Z durchgeblättert hast und du hast das Dokument, das du gebraucht hast, einfach nicht gefunden. Oh Gott. Und dann nach 2 Wochen hat man dann irgendwie das Gefühl gehabt, ja komm, die Rechnung ist einfach nicht mehr rum, wir lösen es irgendwie anders lösen. Ja. Und die History, wenn man es einfach mal sauber anfängt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es sauber weiterführt, auch viel höher. Ja. Das ist einfach mein Anspruch an das Tool, dass ich jetzt alles dort einpflegen kann und dass man die History so für alle Ewigkeit angüchseln kann. Voll. Also ich denke, so Zahlen, die sind vor allem, sobald du nicht mehr involviert bist ins ganze Tagesgeschäft, sind die Zahlen etwas vom Einzigen, wo du dich daran heben kannst. Jetzt sind wir das Tagesgeschäft. Also blöd gesagt, mehr oder weniger würde ich behaupten, dass jeder von uns jeden Monat dir könnte sagen, ob er gerade Offerten verschickt hat, welche Offerte und ungefähr wie viel gerade. Aber wenn es dann zum Beispiel ist, dass der Sascha arbeitet noch mit jemandem zusammen, der ihm dort hilft und der macht noch etwas und der kauft irgendetwas, wo plötzlich wir 3 alle nichts mehr damit zu tun haben, dann ist es wichtig, dass es irgendwo rum ist. Weil du halt nicht jemanden von uns kannst anzitieren, blöd gesagt, oder nach Rat fragen. Ja, und in diesem Thema halt auch so Mehrwertsteuerabrechnung, die immer zeitlich versetzt ist. Und ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht mehr, was wir im Januar für Rechnungen verschickt haben, was für Kohle rausgegangen ist. Aber darum, wenn die History sauber angefangen wird, sauber geführt wird und einfach so, dann hast du am Ende des Tages auch einfach ein einfacheres Leben. Ja. Mit weniger Stress und ja. Und darum das zu deiner Frage, eben so ein bisschen Zahlen haben mich die letzten paar Tage ein bisschen beschäftigt. Aber ich hatte letzte Woche am Freitag auch noch eine kleine Premiere gehabt. Oh, wow. Eine Premiere Pro. Premiere gehabt. Adobe After Effects, komm zu mir. Ich wäre eigentlich an einem Kundentermin gewesen, aber dort ist so ein bisschen Gegengeschäft ist dort zum Thema gewesen. Gegengeschäft, sorry. Ich bin Laie, Also musst du mich aufklären. Gegengeschäft heisst so, ich mache dir das und dafür kommst du das über. Aha. Also so Ja. in diesem Stil. Und dort ist jetzt eine Webseite ist im Gespräch und die nette Dame, die betreibt so ein Kosmetikstudio, wo man so Jetzt komm ich raus. Botox und so deine Darum sind deine Lippen so breit. gefallen es dir nicht? Doch, absolut, Alter. Ich hatte schon Vorstellungen, Nein. gehabt, wenn wir zum Thema zurückspringen. Nein, also das Thema ist, also ich bin bei dieser vorbeigegangen und dann haben wir eine Offerte dürfen machen und im gleichen Satz, wo sie gesagt hat, ja, Offerte machen, hat sie dann vorgeschlagen, ja, ob sie mir eine Haarentfernung anbieten dürfen. Und also gewisse Haare habe ich eigentlich schon noch gerne an mir. Sagen, du hast irgendwie etwas, was du mir das erste Mal erzählt hast, hast gesagt, also die auf dem Kopf habe ich zu wenig und die anderen die interessieren mich. Irgend so etwas hast du gesagt. Ja. So, nicht Haare, die auf dem Kopf, die brauche ich und die anderen interessieren mich nicht. Habe ich so gut gefunden. Also ich bin ja schon eher ein haariger Mensch. Also an vielen Stellen. Und also zum Beispiel meine Brusthaare, die finde ich eigentlich noch
attraktiv. Absolut. Aber also sie hat mir dort die Haarentfernung angeboten und dann habe ich gesagt, ja, auf meine Achselhaare könnte ich zum Beispiel verzichten. Und dann am Freitag bin ich nochmal vorbeigegangen, um die Offerte zu besprechen. Plus vorne sind meine Achseln das erste Mal gelasert worden. Und also ich habe noch nie Haar gelasert. Also ich habe es schon gesehen, aber... Hast du aber noch nie gemacht hast? Nein. Die Kollegin von meiner Mami hat ein eigenes Studio im Alpamare gehabt. Okay. Voll. Okay. Auch weglasern. Ah. Hast du noch... Aber eben, dort ist meine Mami immer gegangen und ich denke, das ist etwas für Frauen mit 50. Nein. Ich glaube auch für jüngere Frauen. Ja, ich hat sie keine Freude, wenn ich sage, Frauen mit 50. Kannst du noch sagen, «Hoi Mami!» Dann sage ich ihr, du, keine Angst, der Nils ist auch so eine Frau mit 50. Nein, aber ist noch eine interessante Erfahrung gewesen, weil das Kosmetikstudio, das ist halt schon so feminin eingerichtet. Also Haufen Sachen halt knallig pink und alles so ein bisschen, also jetzt nicht abwertend, so schickimicki, einfach richtig schön und laufst rein und fühlst dich wie in einer Oase. Und dann bin ich dort angekommen und halt mit meinem männlichen Oberkörper dort, mich entblößt und dann hat mich die Dame unter den Achseln zuerst rasiert. Ja. Du musst die Haare zuerst rasieren und dann irgendwie mit so einem Kühlgel eingerieben und dann ist sie da mit dieser Pistole gekommen. Und dann hat sie dann irgendwie auf 30% Stärke hat sie das eingestellt und dann ich habe wirklich schon Angst gehabt, dass das halt zwickt des Todes, dass ich gerade die Wand aufspringe, aber es ist eigentlich recht harm, also das kann man überleben. Ja, also es ist ja auch für, also es ist glaube ich auch gegen die Haarwurzeln. Du tust ja die Haarwurzeln angreifen. Die Haare, die dort sind oder rauskommen, das ist ja nicht wie ein Rasierer, wo die Symptombekämpfung der Haare macht, sondern er geht an die Wurzeln an, oder? Wo die Wurzel des Problems. Ja, also bis jetzt habe ich noch kein Ergebnis feststellen. Es wächst immer noch alles gleich. Aber Gut, ich weiss nicht, ob das aber nach dem ersten Mal, ja, das haben sie schon gesagt. Ja. Also wenn jetzt etwas ausfaulen würde, dann wäre etwas ganz, ganz falsch gelaufen. Musst du schauen, die ziehen sich zurück und wachsen am Kopf wieder. Ja, das wäre geil. Ja, das stimmt. Ja. Das hat sie mir auch schon, also nach dieser Behandlung hat sie mir auch angeboten, oh, schau mal Nils, da am Kopf oben, hast du das auch schon mal gesehen? Und hure habe ich das noch nicht gesehen. Ja. So, also, oh nein, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Aber meinen Kopf habe ich noch nie angeschaut. Nein, das ist mehr halt ein familiäres Thema bei uns in der Familie Kümin. Also mein Grosspapi-Mami-Seite plus mein Grosspapi-Papi-Seite haben beide einen Fleischkappen. Ja. Also, und da habe ich einfach genetische Vorbelastung, wenn man das so sagen darf. Und meine Ex-Freundin, der ist das halt auch schon aufgefallen. Und dann habe ich, das war halt gerade so nach dem Militär ist das gewesen. Und im Militär, keine Ahnung, ob das einen Einfluss hat, so Testosteronspiegel, keine Ahnung was. Wenn du dort mit 200 Männern immer unterwegs bist, keine Ahnung. Aber wir sind dann da, ich bin das dort auch beim Doktor abklären, habe irgendwie so einen Bluttest gemacht und dann haben wir halt auch gesehen, mein Testosteron im Blut ist einfach zu hoch. Also das Männlichkeitshormon. Und vor allem ist das untypisch. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass es zu tief ist. Weil eigentlich tut ja das Testosteron das Haarwachstum fördern. Männer haben ja viel mehr Haar am Körper, weil sie Testosteron haben. Weil ich habe letztes Mal mit jemandem über das geredet, also mit dem Arzt, weißt du, in Andi Astoben. Ja. Und der hat gefunden, das kann nicht so sein. Okay. Aber Ja, es gibt so, er hat dann auch gefunden, weil es gibt so viel auf diesem Planeten. Ja. Es kann alles sein am Ende. Aber gibt alles. normalerweise sage ich es umgekehrt. Ja. Vielleicht irgendeinen Faktencheck rum. Was Ja, Aber- schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Aber Nein, also, bei dir wird es sicher so sein, wie es der Arzt gesagt Ja. hat. Aber das ist untypisch. voll, eigentlich. ja.
Ja, und so zeitweise habe ich schon so ein Haarwässerli, hat mir der Doktor empfohlen. Aber so ein scheiß Güterli kostet irgendwie 80 Stutz. Und das Fläschchen hebt irgendwie 2 Wochen. Also im Monat auch irgendwie 150, 160 Stutz, wo für deine Haare ausgibst, wo gleich, also Gefühl. sowieso irgendwann ausgehen, egal was du machst. Ja. Und von dem her habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, hey, schau, das Wichtige ist ja, dass man sich selber schön findet, so wie man ist. Genau. Und ja, das habe ich dann meiner Ex-Freundin auch klar machen. Und dann, ja, ist dann das halt so, also das ist jetzt so und das ist auch okay. Voll. Ich verstehe mega, wenn das etwas ist, was an einem nagt. So. Ich meine, ich bin meine ganze Sek- und Schulzeit und eigentlich auch heute noch immer klein gewesen. Ich bin immer kleiner gewesen wie alle. Aber man muss sich halt mit gewissen Sachen abfinden. Du kannst auch deine Beine verlängern lassen. Habe ich letzte einen gehört, weil er auch immer klein war, so gross wie ich. Hat er seine Beine verlängern lassen, weil er unter dem Druck nicht leben konnte. Und da muss ich einfach sagen, es ist halt bei gewissen Sachen, solange du nicht wegen dem nicht kannst essen oder irgendetwas, weil es dich beeinträchtigt, dann ist es zwar nicht schön, aber ich glaube, akzeptieren ist der schönste Weg für einen persönlich und für alles. Also akzeptieren versuchen. Weil eben jeder hat ein solches Problem. Also in Anführungs- und Schlusszeichen Problem. Weil ja, die wenigsten sind gross, schön, alles plus perfekt und dann auch noch Liebe sicher. Also weißt du, so von dem her. Aber ja. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Es ist so. Ausser, eben, es gibt ja, also rein, wenn du jetzt schaust, da kann man schon sagen, das Aussehen bei den meisten Männern, it is what it is. Frauen ist es schon viel eher, dass man sein Aussehen anpasst. Nur schon mit der Schminkpolitik. Also, natürlich, ja, Schminke. bei einer Frauen oder auch von Kolleginnen haben einfach viel mehr das Problem, dass sie nicht zufrieden sind von außen, weil das Schönheitsideal oder die Anforderungen viel grösser sind. Aber sie natürlich dem auch viel mehr einen Wert geben. Also es ist so ein bisschen beides. Und ja, das macht es halt nicht einfach. Aber theoretisch ist immer, wenn sich jede, die sich schminkt, hat da ein Teil ist gesellschaftliche Anforderung und ein Teil ist Unsicherheit. Wie gross welcher Teil ist immer unterschiedlich. Aber sie kann sich schminken und es ist anders. Wenn wir Männer Fettpickel haben, wenn du nicht gerade sonst ein mega geschniggelter Sicht bist oder so, dann kannst du dich eigentlich auch nicht schminken. Das sieht man gerade und es sieht ganz komisch aus und es ist nicht akzeptiert von der Gesellschaft, dass du dich schminkst als Mann. Das heisst, sonst bist du so ein Grufti oder ein Punker, ja, wo genau, sich so die Augen noch oder ein Eyeliner... Transgender oder irgendetwas. Du wirst einfach gerade in eine andere Schublade gesteckt. Olivia Jones heisst doch die. Ja, zum Beispiel. Aber oder die ist Drag Queen. Drag Das ist Queen, eine Drag ja. Queen. Drag Queen sind ja keine Transgender. Nein. Das eine ist Hobby, das andere ist... Ja, so kann man es ein bisschen umschreiben. So für ganz einfach erklärt, in a nutshell. Ja. Aber ich, da vielleicht auch Statement. Ich bin in Hamburg, bin ich mal in einem Olivia Jones Restaurant bin ich mal drin gewesen. Oh, geil. Aber an der Reeperbahn? Ja, an der Reeperbahn. Geil, aber an der Reeperbahn ist das normal, dass man dort eins geht saufen. Ja, eher. In so einem Bar. Ich würde dort auch in die Bar gehen. Ich würde dort dann auch mit irgendwelchen Dudes wie sagen wir, flirten. Einfach weil es cool ist und es lässig ist. Ja, stell dir vor, du kannst reinlaufen und du fühlst dich wie die junge, hübsche Frau im Ausgang. True. Du kannst dort reinlaufen und denken, boah, Stimmt, shit, jeder Alter. von denen will etwas Von dem mir. habe ich gar keinen Gebrauch gemacht. Ja, das Scheisse. hättest du mit dem Nasentüchchen winken, dann wären alle gekommen. Nein, oh mein Gott. Nein, Hasi. Und nachher sie mit den langen Haaren. No. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Oh Mann. Nein, ich habe, aber ich, In dem Fall nicht die mal nicht auf Köln, Norddeutschen, sondern... die Norddeutschen, die sind ja 2 Meter groß und die Ja. Drag Queens, die sind auch alle mit den Stöckeli-Schuhen und dann sind die 2,10 Meter groß gewesen. Und ich mit 1,83 Wo ja gross bist. Ja, einigermaßen groß, aber neben 2,10 Meter bist du
verschwindend klein. Hey Digga, die hat mich ungespitzt im Boden Und, hineingestopft. und auch, weißt du, so Schulterbreite und das sind richtige Maschinen gewesen. Und nachher eben so, na Kleiner, willst ein bisschen Spaß? Hey, ich finde halt, ich bin eigentlich mega Fan von so Drag Queens und so. Weil die machen das ja auch zum Ausgang, also es ist einfach Spaß. Spaß, es ist Freude. ja. Es ist Freude. Ich glaube, ich weiss so Fasnacht, also ich weiss nicht, ob das mit dem ein bisschen in die gleiche Kiste kann gerührt werden kann. Also vielleicht halt das Bedürfnis vom in eine andere Rolle schlüpfen. Das ist wahrscheinlich das Ähnliches wie bei der Fasnacht, wo jeder Mensch hat irgendwo das Bedürfnis, mal aus sich raus in eine andere Rolle zu gehen. Oder Cosplaying. Genau, genau. Für mich geht es mehr in diese Richtung rein. Es ist nicht einfach nur ein Fasnachtskostüm, sondern es ist schon eine Persönlichkeit, eine Identität, in die sie sich rein versetzen. Ja? Das ist mir auch gerade so ein Meme, ja, das ist ein 9-Gag, alte Zeiten. Und dann hat es so ein Foto gegeben von einem kleinen Bub, der aus dem Kino gerade am rauslaufen ist. Und dann ist oben auf Englisch gestanden, ich als Vierjähriger nach dem Film den Charakter vom Hauptprotagonist am Downloaden. Alter, Digga, ich schwöre, Aber als Kind ist das wirklich so. Alter, Kung Fu Panda, weiss ich noch, habe ich geschaut und ich bin nachher vom Sofa Leopard. so hin und her. Vom Schneeleopard. Das ist der geilste, also der böse, krasse Sieg, Alter. Ich bin rumgekommen, ich habe gemeint, jetzt kann ich so, weißt du, in der Luft bleiben, so mit dem Ninja-Schwung. so, zu geil. Ninja-Schwung. Ja, weißt du, so aufgekommen und dann Slow Motion und dann so ein Lichtblitz vorne an der Zeche. So wie wenn sie Klingen wären, wie so ein Zeche. Oh Mann, sind das Zeiten. Das ist lustig gewesen. Aber das ist wirklich irgendwie immer Kindheit tut einem schon beschäftigen. Ja, Weil klar, ja. Gefühlt jedes Mal nach einer halben Stunde Podcast kommen wir auf Kindheit. Auf Kindheit, ja. Kindheit wir ist müssen mehr immer in die Thema. Zukunft schauen, Alter. Okay, warte, ich mache schon die Glaskugel an. Wenn wir nicht wissen. Wenn wir nicht wissen, sieht es schlecht aus. Kommt noch drauf an, wer du verschwommen. bist. Kommt drauf an, wer du bist. Ja, mehr kann ich nicht sagen, sonst wird es schwierig. Ich weiss, wieso wir nicht über die Zukunft reden. Weil man ja auch nichts kann über die Zukunft blöd Ja, gesagt klar. sagen. Aber das wir ist ja- könnten wieder mal eine Simpsons Prediction abgeben. Was ist? Also wir wieder, haben weißt, doch wieder einmal irgendeine so eine eine Simpsons Voraussage. Prediction. Haben wir mal in Ja, wir Raum- haben mal so etwas dass der Trump wieder Präsident wird. Genau, das war das unsere haben wir, das ist Simpsons unsere- Prediction. Unsere gewesen. erste Simpsons, wenn wir noch etwas anderes, vielleicht nicht so politisch, vielleicht irgendwie... jetzt wollte ich sagen Klimawandel, aber es ist auch verdammt politisch. Im Moment ist irgendwie alles politisch, habe ich das Gefühl. Gut, ich glaube, es ist einfach wirklich... Vieles ist politisch. Also alles, was im Moment ein bisschen Stimmt. so auf der also auch, weißt du, wenn man Selbst irgendwie unsere die Wix-Diskussion nächste ist politisch irgendwie. ja, oder irgendwie die nächste Sommerolympiade, weißt du, oder irgendwie keine Ahnung, oder Fußball-WM haben wir das letzte Mal, glaube ich, nachgeschaut, Amerika und Kanada, ja, oder? Ja, genau. Und dann würden wir auch sofort, Amerika, Fracking und das und sowieso und also es wird irgendwie automatisch darum. Jetzt habe ich... Oh nein, und alles, was mir in den Sinn kommt, sind so schlimme Sachen, Ja. schlimme Ereignisse, die will man ja auch nicht jinxen, so voraus dingseln. Und so positive fallen mir gerade nicht viel ein. Fallen mir nicht viel Weiss ein. nicht. Prediction, dass wir bis Ende nächstes Jahr Freundin beide wieder liiert sind. Boah. Nein, liiert heisst Le- verlobt, oder? Das wäre ein bisschen Ja, zu das rassig. wäre ein bisschen zu rassig, ja. Weiss nicht. Sonst... Sagt das deine Ein Glaskugel auch? Warte mal. Nein, die ist langweilig geworden, die ist nicht mehr. Die Da, hat keine hast Lust. du sie am Strom angehängt? Nein, nicht, die Rechnung nicht Dort zahlt. unten ist die Steckdose. Ja, ich nicht? zahle die Rechnungen mit dem neuen Ja, stimmt, Buchhaltungstool. Gottverdammt. Gell, der Danke Überblick für die Wertschätzung. Dann steckst du geschwind ein, Ich glaube, er hat einfach einen Wackelkontakt. Ja, wackel. Ja, jetzt leuchtet sie. Ja. So, bling, bling. Oh, das war privat, wo wir nicht gesehen haben. Nein. Der falsche Sender. Sender umgestellt. Oh Mann. Nein, die Glaskugel. Nein, aber dann ist unsere Simpsons Prediction, dass wir bis Ende nächstes Jahr, ich glaube,
Einfach wieder also nicht nur ein Partner, sondern jemand, der zu uns passt. So ein bisschen Deckel auf dem Topf. Ja, ist viel erwartet vom Leben. Also nicht von uns, wir können Ja, auch von viel der machen. Glaskugel. Ja, die Von den gibt Simpsons. alles. Sicher. Also Simpsons, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja. 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 Aber, und zwar, ich habe noch ein wirkliches Achievement. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe, aber ich glaube nicht. Und zwar, TikTok habe ich gelöscht. Mhm. TikTok ist weg von meinem Handy. Und, Überraschung, Überraschung, ich vermisse es kein bisschen. Kein bisschen. Hast du es einfach mit Insta-Reels ersetzt? Das Ding ist, ich habe jetzt wie einfach angefangen, mehr Podcasts zum Beispiel zu hören in dieser Zeit oder sonst etwas. Also es ist einfach mehr, sonst habe ich wie, wenn ich zum Beispiel aufs WC gegangen bin, den Podcast pausiert, bin aufs WC, habe Reels geschaut und habe wieder Podcast gehört. Aha. Und jetzt habe ich wie einfach die Reels ausgeklammert. Und Bloß ist einfach Podcast. wenn, dann habe ich noch Schiessen. auf YouTube ein paar Reels geswiped. Das habe ich gemacht. Das Shorts. habe ich dafür vorher sonst nicht viel gemacht. Ja, genau. Aber das ist das Achievement und ich vermisse es wenig. Eben, es ist natürlich auch nicht... Ich habe jetzt nicht komplett aufgehört, irgendwelche Shorts zu konsumieren, aber zumindest es gab viel weniger geworden, ohne dass ich mich wirklich bewusst darauf achten musste. Wirklich. Einfach, weil ich es gelöscht habe. Ja. Es ist also jetzt mal Real Talk. Es ist hure krass, wie viel Zeit dass man mit so Scheiß eigentlich auf die Scheisse oder egal wo ja, wirklich verschwendet. Ja. Weil nach dieser halben Stunde, 3/4 Stunde, bist du nicht schlauer geworden, hast nichts Neues gelernt. Ja, Und du- erinnere dich mal an die letzten 5 Videos Ja, zurück. gar nichts. Vergiss es! Also, man erinnert sich an 1, 2, die einem rausgestochen sind, aber alles andere, Einheitsbrei. Einheitsbrei. Also ich glaube, auf TikTok könntest du die Reels, so, du könntest wie eine Woche durchdingseln lassen und dann nach einer Woche einfach das Gleiche nochmal anfangen und dir würde es zwischendrin auffallen, dass du etwas schon gesehen hast, aber bei vielen würdest du es auch gar nicht merken, dass du die alle schon mal angeschaut hast. Das ist ja etwas, ich meine, ich bin ja jemand, der zum Beispiel mega Harry Potter-Fan ist, darum ich habe die Hörbücher schon x-mal gelost, die einen mehr, die anderen weniger, die Filme schon x-mal geschaut. Und trotzdem, wenn ich jetzt würde zum Beispiel das Hörbuch vom Eis, habe ich schon lange nicht mehr geschaut, weil ich einen anderen Podcast über den ersten Film immer gelost habe. Wenn ich das jetzt wieder höre, ich meine, ich kenne alles, ich habe es mehrfach gelost, trotzdem jedes Mal neue Facts, die kommen. Ja. Weil du kannst dir nicht 7 Bücher merken. Das merkt sich kein Mensch. Und darum sind gewisse Fakten auch immer wieder neu, obwohl du sie schon gewusst hast. Also es ist wie, du kannst einen coolen Film oder eine coole Story auch trotzdem immer mal wieder schauen. Und es ist gar nicht so, wie man es im Vorhinein das Gefühl hat, oh ja, ich kenne ja alles. Nein, eigentlich gar nicht. Also eigentlich nicht. Klar, bei mir ist es vielleicht auch noch ein bisschen mit ab und zu ein bisschen Puffen und so. Dann mag man sich nicht mehr gross erinnern an das, was man geschaut hat. Das ist mir also auch schon passiert, dass ich am Abend einen Film geschaut habe, einen ganzen Film, 2,5 Stunden oder so. Am nächsten Tag habe ich nicht mehr gewusst, welchen Film ich geschaut habe. Ich habe es nicht mehr gewusst, Mann. Und dann irgendwann bist du wieder drauf gekommen, aber es war wie weg gewesen. Ja, anderes Thema. Aber eben, Konsum ist weniger geworden von so Sachen und eben wieder ein bisschen bewussterer Konsum. Ja. Der Podcast ist eher bewusster. Aber auch dort könntest du, wenn du 200 Folgen durchgelassen hast, wieder am Anfang anfangen und 90% der Informationen sind neue Informationen. Ich glaube, beim Podcast geht es auch viel mehr darum, den Mensch als solches, einfach als Person kennenzulernen und weniger der ist dann in die Schule, das, so die Sachen. Es geht mehr um die Person. Weiss Ja, nicht. also halt, kommt darauf an, was für Podcasts du hörst. Also jetzt bei Comedy-Podcasts ist es definitiv der Fall. So. Aber jetzt die meisten Podcasts, die ich höre, sind halt entweder irgendwelche Wissenspodcasts oder halt ganz viel True Crime. Und oft auch so zum Beispiel Verbrechen von der Vergangenheit. Da ist ja ganz viel Geschichtswissen drin. Und so
so Sachen sind ja eigentlich voll an Informationen. Du Ja. kannst es vergleichen mit, wenn du denkst, wie viele Dokus hast du schon über das Universum gesehen oder über schwarze Löcher zum Beispiel. Und wenn jetzt müsstest du erklären, was ist bei den schwarzen Löchern das Ding, erklär das mal. Keine Chance. Also einfach, weil sie so gross sind, die Themen, dass selbst wenn du das würdest büffeln, das kann kein Mensch einfach alles... Also, vielleicht irgendein Mensch schon, aber nicht der normale Zuhörer oder so. Ja. Kann sich all die Fakten gar nicht merken. Das Hirn filtert das ja raus. Genau, ja. Ja. Darum eben, zum Beispiel die Maulaffen, die ich noch ab und zu höre. Ich könnte jetzt wahrscheinlich kein cooles oder lustige Geschichten, 2, 3, könnte ich noch aus dem Ärmel rauszaubern. Ja. Aber es ist mir viel mehr einfach abgespeichert geblieben, dass das geile Siechen sind. Also da auch mal Ja, Props, fette absolut. Props Hammergeile raus. Siechen. Wenn ihr uns jemals hört, ladet uns auch mal ein. Ich bin sogar Patreon bei euch. Wirklich? Patreon, ja. Oh shit. Voll. Also Maulaffen, der andere ist Ja, Patreon. Patreon. Also wenn das eine Einladung... Nein. Ich wäre auch an die Wanderung mitgekommen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Aber ich meine eben, gutes Beispiel. Ich habe von denen, ich weiß nicht, die sind jetzt mittlerweile auch schon bei über 150 Folgen. Und ich habe jede gelost bis zu einem gewissen Grad, jetzt die letzten 30 oder so nicht mehr so. Aber ich könnte dir auch nur ein paar Geschichten erzählen. Und alles andere würde mir dann wieder in den Sinn kommen, wenn man darüber redet. Ja, aber, genau, ja. aber präsent hast du es nicht. Ja. Und ich würde jetzt behaupten, das trifft auch ein bisschen auf uns zu. Ja, So auf unseren definitiv. Käse, den wir hier schnurren. Ja. Ja, also auch wenn wir uns zurückerinnern, wir haben schon, Ja. Wir haben schon 31, mit dieser Folge 31 Folgen gefüllt, True. sogar 32 Nein, mit der eine- Folge Zero. Oh. Ja. 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 Das Müssen wir auch heisst- mal Patreon anfangen? Ja, das ist genau. Können wir uns selber 5 Stunden überweisen? Dass wir uns noch mal selber hören, ja. Mami! Aber Folge Zero, aber ich weiss nicht, wie konkret dass wir das mal in einer Folge angesprochen haben. Aber bevor dass wir mit Folge 1 gestartet haben, haben wir mal so eine Testsession gemacht, wo wir geschaut haben, funktioniert das Mikrofon und das Aufnahmeprogramm und verhebt alles, funktioniert alles. Mögen wir reden überhaupt? Können wir das überhaupt? Sind wir dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Und die Folge Zero, die befindet sich immer noch bei uns abgespeichert, schön. Yes. Und da müssen wir uns dann auch irgendwann mal überlegen, für Irgendwann. eben so spezielle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir Voll. das irgendwie über Patreon oder OnlyFans oder was auch immer so. Am besten schon OnlyFans. Und noch ein gratis Foto dazu Fix. von meinen gläserten Achselhöhlen. Nein. Unsere sexy Brusthaar. Ja, Löckli. ein Löckli. Löckli 1, Löckli 2. Oh Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo sind wir jetzt? Wir sind abgeschweift vom Achievement TikTok. Ah ja, Achievement. Genau, Achievement Ja, TikTok. ja. Sind wir abgeschweift. Aber es ist eigentlich auch gut abgeschlossen. Voll. Das Achievement Voll. TikTok. Weiss nicht, ob du auch gerade noch etwas Ja, so läuft auch ein bisschen Achievement oder einfach Wertschätzung. Ich würde das eher unter dem Titel betiteln. Ich bin am Dienstag bin ich noch bei einer Kundin gsi und die Kundin, die macht hure schöne Sachen, also so handwerklich, Nähen, Stoff, Bezüge, so Sachen. Und also auch nicht überhaupt nicht schlimm, aber so Technologie, das Internet, E-Mail, Passwörter, so Sachen, das ist einfach nicht ihre Welt. So. Ja. Also auch voll in Ordnung. Und für das gibt es Leute, die sich halt dort mehr daheim fühlen. Und ich bin am Dienstag am Morgen bin ich bei der vorbeigegangen, haben für sie jetzt das E-Mail umgerüstet und so. Und am Schluss hat sie mir einfach richtig von tiefstem Herzen einfach Danke gesagt. Oh. Und das Danke, das ist mir einfach mal wieder eingefahren, weil Männer können nicht so viel Lob. 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 Ja, Lob kann man das, ja, Lob Es über. ist Lob, ja. Und das Lob, das hat richtig gut da. Ja. Also klar, ich bin dafür bezahlt worden und so, aber sie hat aus tiefstem Herzen, und es ist nicht um das Geld gegangen, das sie dann zahlt, aber Also sie hat sogar gezahlt für das? ja, so ein Teil.
Also, ja, wir müssen jetzt nicht die ganze Offerte auseinandernehmen. Nein, das habe ich auch nicht Aber- wollen. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, du hast es einfach gemacht für sie. Als Es war ein Bestandteil von dieser Offerte, aber die Offerte, die Position ist irgendwie 2 Stunden gegangen. Insgesamt sind es jetzt 6 oder 7 geworden. Also viel länger. Und eben die 2 Stunden die sind gezahlt und der Rest, ja, kann ich mir als beistreichen oder jetzt so. so ein ja. Kompliment hast du bekommen. Genau, und das war aber für mich viel mehr wert gewesen, um Absolut. einfach ihr Leben so. Also für sie ist das irgendwie lebensverändernd gewesen, dass jetzt das plötzlich miteinander funktioniert, dass sie die gleichen E-Mails auf dem Laptop, auf dem iPad, auf dem iPhone und auf dem iMac hat. Und das ist vorne richtig mühsam gewesen. Ja. Ja. Das ist ein schönes Karma Lob. aufgefrischt. Ja, jetzt habe ich wieder zwei Pluspunkte. Nein, das war ein schöner Moment gewesen, so. Voll. Und ja, Nur schön. also voll. Positiv. So der Win von meiner Woche. Ja. Also wenn du willst, mir kannst du sonst auch helfen. Kann ich dir auch noch Kompliment. ein Lob? Das, ja. Ja, also was diese Woche auch noch war, dass wir sind am Montag, also mehr bist du damit gemeint, der andere ist am Montag am Abend noch auf Rappi, in der St. Galler Kantonalbank Arena. Genau, dort unsere Towers filmen. Da vielleicht noch kurz ausgeholt, das ist die Zweitmannschaft der Rapperswil Lakers. Also ja, die Junioren quasi, Zweitmannschaft. Nicht Junioren, Zweitmannschaft. Oder einfach Die Junioren sind Das ist andere. nochmal Die Junioren ist die Jugend, die aufs Eis dazu ist. Sie haben ja die Zweitmannschaft einfach übernommen, aber das sind nicht die Junioren in dem Sinn. Also sie sind Ex-Junioren von Rapperswil. Ja. Genau, Nur Zweitmannschaft nicht, dass es da eine Verwirrung gibt, weil das wäre nämlich sonst ganz ein anderer Weg, wo sie gehen, wenn sie jetzt immer noch die Junioren gewesen wären. Weil sie sind eine Gruppe von Kollegen, die sich zusammengetan hat und früher alle sich irgendwie über das Eishockey kennen und jetzt ein Team gegründet haben. Das ist nicht in dem Sinn eine Jugend, die sich immer weiter einfach durchs Können und so zu einem, also weißt du, wie das Team sich ergeben hat, sondern es sind wirklich Friends und das merkst du auch mega. Das war ein mega Spirit, als ich bei denen war. Wir haben Fotos gemacht von allen, Porträtfotos, Gruppenbilder noch so auf dem Eis. Das war auch das erste Mal für mich, dass ich mit einer Kamera auf dem Eis war und vor mir 25 Hockeyspieler, die mich jeder einzeln könnte aber checken, bis es unermessliche. Aber es war mega lässig, ja. Und dort haben wir jetzt mit Eigengrauen das Glück, Sponsor dürfen sein. Wir sind auf dem Trikot einmal und auf der Hose einmal so platziert. Und für das erste Spiel jetzt von der richtigen Saison hat es so einen Promotion-Trailer, so ein Hype-Video gegeben. Und da kann ich dir auch ein grosses Lob aussprechen, dass das richtig fett angekommen ist. Merci. Und aber das Lob hast du auch schon von den Mitspielern selber bekommen. Ja, heute voll. Morgen der verhängte Sieg, den er noch geschrieben hat. Ganz ein geiler Sieg, und die Grüße gehen raus. Und irgendwie seine Familie, die Fotos angeschaut haben und die Mami will es jetzt noch gross ausdrucken oder was auch Nein, immer. nicht gross ausdrücken. Die Familie hat einfach noch gefragt, ob wir noch mehr haben. Noch mehr haben. Was die sind denn? natürlich alle relativ ernst. So. Und er hat gerade noch beim Fotos schon gesagt, hey, machen wir noch ein paar mit Lachen. Und dann habe ich gesagt, ja sicher. Das Mami denkt in dem Fall. Genau. So beim Fotos. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ein hure geiler Verdienst, den du dir auch zuschreiben darfst. Es tut auch gut, wenn man diesen Jungs eine Freude machen kann. So. Es ist schon so. Voll. Ich muss halt zu dem auch ein bisschen sagen, es ist schön, vor allem finde ich es schön, wenn ich wirklich Kompliment für meine Arbeit bekomme, dass die Arbeit gut ist. Weil ich sage jetzt oft, bei solchen Sachen ist es mehr, dass sie einfach deinen Aufwand als «Merci vielmal, dass du den Aufwand betreibst», weil sie wissen, dass sie den nicht zahlen würden oder nicht würden. Also es ist, blöd gesagt, es befriedigt mich nicht mehr, wenn Leute einfach sagen, hey, merci vielmal fürs Machen. So. Das ist beim Filmen wie nicht mehr die Befriedigung, weil es ist ja immer so ein bisschen das Thema. Also weißt, sie bekommen etwas geschenkt über
also gerade wenn du irgendwie sonst auch Videos filmst oder so, die Leute sagen entweder «Wow, mega geil» oder sie sagen «Ja, scheiße». Und «Wow, mega geil» heisst aber nicht, dass sie zufrieden sind. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo sich dann eben das Kompliment von einfach nur der Rückmeldung teilen. Abheben. Ja, weil wenn ich bei jedem mega happy wäre, der mir schreibt, ja, ist gut so, dann, ja, also es ist einfach kein Reward in dem Sinne. Der Reward ist erst, wenn wirklich jemand von sich aus sagt, hey, das hat jetzt mega cool ausgesehen oder das, was du gemacht hast, sieht cool aus. Weil das sind ja dann echte Komplimente. Wenn jemand dir einfach sagt, hey, merci vielmals, geiles Sieg für den Aufwand, so nach dem Motto. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da aber auch zu... Ja, das ist dann nicht unbedingt das Kompliment, weil ich etwas wirklich gut gemacht habe, sondern weil ich einfach gemacht habe. So. Das, ja. Ja, also ich glaube jetzt in dem Fall, die Hälfte der Mannschaft hat jetzt dieses Foto als Insta-Profilbild hinterlegt Ja. und also so richtig das volle Programm. Ja, absolut. Ja, safe. Und ja. Voll. Nein, ich glaube, es ist dort dann auch mehr so ein bisschen das Ding. Ich finde es mega cool, wenn die Leute das schätzen oder eben das Foto cool finden. Und dann sehe ich auch, ich bin auch schauen, ein paar, die es alle dingselt haben. Aber meinst du, einer von diesen Leuten hätte mich markiert? Niemand. Nur der offizielle Account hat uns markiert. Aber den Leuten ist der das Foto macht, allen egal. Und das ist auch okay so. Das muss auch nicht so sein. Aber ich glaube, von dort kommt eben die Enttäuschung, nur weil jemand eine Freude hat an einem Foto, heisst das nicht, dass er deine Arbeit schätzt. So. Wirklich, eben, du kannst auch nicht erwarten, dass sich die Leute alle in dich hineinversetzen, aber jemand, der es mega gut meint, so eben wie sie allgemein als Verein, die posten uns, tun uns ein Logo rein, dies und das. Und den anderen Leuten ist es eigentlich egal. Es geht nur um ihr Foto. So. Und das ist halt schon auch etwas, was du merkst, wenn du Foto ist. Ja. Die Leute finden es zwar lässig, weil es geht um sie, aber sobald es um dich geht, ist das mit dem lässig, wichtig und so nicht mehr so wichtig. Ja. Bist du aus dem Schneider Genau. vorgelassen? Und dort habe ich vor allem, wenn das jemand trotzdem macht von sich aus, das rechne ich dem mega hoch an, weil das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und das freut einem dann auch mega. So. Also ich weiss, dass einer hat es wirklich gemacht, einfach uns Eigengrau markiert. Und ich weiss nicht, darf man ihn per Namen nennen? Nee, lieber nicht. Schon nicht? Also, weißt du, es ist ja es ist ja einfach nur, wenn man jetzt einzelne Leute beim Namen Ja. nennen, ist komisch, weil wir kennen ja alle nicht. Aber unser Homie, Ja, also, ja. genau, der Homie und der Homie haben Ja. uns markiert. Ja, Also voll. 2 von 25 haben das Ja. gemacht, aber ja, der Punkt Nein, also ist übergekommen. Punkt, genau, es geht nur eigentlich um den Punkt. Es ist auch nicht so, dass ich das erwarte von den Leuten. Gar nicht. Sonst müsste ich ein Wasserzeichen drauf machen oder sonst etwas. Das ist ja auch nicht das Ziel. Ein gutes Foto ist auch nur dann gut, wenn der Fotograf nicht im Vordergrund steht. Ausser es ist gerade irgendein Mega-Künstler oder so. Und es geht wirklich um das. Aber normalerweise geht es ja nur um den Inhalt des Bildes. Und der Inhalt bin ja nicht ich. Und das ist auch völlig okay. Ich bin dort gerne im Hintergrund. Aber wenn das eben jemand trotzdem schätzt, das sind die Momente, wo man sich dann wirklich freut. Über eine Wertschätzung. Weil das ist nicht ein «Hey, merci» oder so, wo er ja moralisch fast muss geben, sondern es ist etwas, das er extra macht, nur weil er es gut mit dir meint. Die Person, die es macht. Und darum ist das dann die Sache, die man mega schätzt. So. Ja. Weißt du, ich meine, jetzt auch zum Beispiel der, wo du geholfen hast, 6 Stunden lang. Ich meine, wenn sie sich nicht von Herzen bedanken würde, was wäre sie für ein Arschloch? Sind wir ehrlich? Weißt du, was ich meine? Du gehst und du unbezahlt x Stunden für jemanden arbeiten und er bedankt sich nicht. Das ist ja kein... Also weißt du, was ich meine? Das darf ja gar nicht die Herangehensweise von uns sein, so «Oh, jemand hat sich für das, was ich ihm geschenkt habe, bedankt. Wow, was ist das für ein lieber Mensch?» So «Nein, Alter, was ist der andere für ein Böse, wenn er es nicht macht?» Und ich glaube, das ist halt auch... Ja, wenn man nicht so viel Kompliment bekommt oder so, dann tut man plötzlich eigentlich etwas viel mehr anrechnen, wo eigentlich nur ist, weil man sonst so wenig Anerkennung bekommt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Wichsen und Feuerwerk.
Weiss nicht. den habe ich jetzt nicht gecheckt. Ein Feuerwerk einmal im Jahr ablassen. Und jetzt halt, wenn es einmal im Jahr ein Kompliment gibt, dann freust du dich auch viel, viel mehr. Ja. 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 Schließt sich immer wieder der Kreis. Ist es so. Ist es so. Ja. Es ist immer schön, wenn man Wertschätzung bekommt. Ja, ich glaube, Voll. das ist vor allem die Moral aus dieser Geschichte. Oder vor allem sad, dass es viele gibt, die die Wertschätzung nicht geben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Moral. So, dass, ja. Ja, voll. Jetzt hast du mir, glaube ich, die Frage gestellt, wie es mir geht, aber ich habe gar nicht retour gefragt, wie es dir geht. Das kann sein, ja. Das ist verdammt schlecht. Okay, völlig easy. Also auch so Thema wertschätzungsmäßig. Aha, ja. Dass meine... Schau, das haben wir verbucht, ist doch egal. Ich habe mich damit abgefunden, dass Nein, es die es ist Menschheit nicht egal. nicht interessiert, wie es mir geht. Und darum haben wir den Podcast. Damit wir, ja, aber es ist schon ein bisschen so. Wir haben uns, also, ich meine, eben, seit ich auch keine Freundin mehr habe und auch nur eigentlich einfach viel alleine bin und viel alleine wohne, es gibt niemanden, der einem Wertschätzung gibt. Das ist einfach so. Ja. Das ist auch okay. Part of the game. Part of the game, ja. Aber ich glaube, Kunst, und nachher musst du von dir erzählen, aber Kunst in dieser ganzen Geschichte ist, glaube ich, auch mit wenig glücklich zu sein. Also jetzt allgemein, das betrifft jetzt nicht nur Wertschätzung, so das Thema, sondern halt, du musst keinen Porsche haben, um von A nach B zu kommen. Oder du brauchst nicht jeden Abend irgendwie ein Entrecote oder sonst irgendetwas. Es geht auch einfacher. Ja. Und ich glaube, mit dem, was du hast, oder mit dem, was du dir kannst leisten oder überkommst oder was auch immer, mit dem musst du dich einfach auch zufrieden geben. Ja. Also ich glaube, beim Materiellen 100%, beim Emotionalen ist es halt schon so, der Mensch ist ein emotionales Lebewesen und wenn du dem nie Liebe gibst, dann stirbt er. Also dann geht es ihm gar nicht gut. Spätestens stirbt er dann, weil er sich selber das Leben nimmt. Also von dem her ist das schon etwas, was du brauchst. Es ist nicht ein Ferrari. Ferrari brauchst du nicht, aber Glück, Zuneigung, auch von außen, ist schon etwas, was ein Mensch braucht. Zu einem gewissen Maße natürlich und umso älter und je nach Situation auch anders. Aber was dort ein bisschen mehr das Ding ist, ich glaube, das Schlimmste ist halt, oder was für mich auch eher schwer macht, die Wertschätzung jetzt, ist, weil ich eigentlich eher jemand war, der viel Wertschätzung bekommen hat. Weil ich eben immer Freundinnen hatte, immer viel mit Leuten zu tun hatte und so, ist es für mich jetzt eher komisch, weil ich es anders gewöhnt war. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen an das gewöhnt und darum ist etwas Positives dann auch positiver. Aber wenn jetzt wieder eine Freundin kommt, die dir sagt, du bist der Beste und dies und das und schön und alles ist wunderbar, dann ist das die ersten 3 Monate unglaublich gutes Gefühl. Man fühlt sich stark, man fühlt sich super wie der beste Mensch, weil es wird einem ja die ganze Zeit gesagt. Und dann gewöhnt man sich wieder an das und dann wird es wieder eine andere Geschichte. Dann wird es wieder auch schwierig für die andere Person, dir ein Kompliment zu machen, das du wirklich auch kannst ernst nehmen kannst, weil es nicht einfach daher gesagt ist. So. Ja. Also ich habe mal gelernt, im Psychologie-Ding-mäßigen so, wenn du einem Menschen wirklich ein Kompliment machen willst, dann musst du wirklich etwas rausnehmen, einen richtigen Fakt. Also du musst, wenn ich dir sage, hey, das hast du gut gemacht, das ist kein Kompliment, das kannst du nicht greifen. Das bringt dir nichts. Wenn ich dir aber sage, hey, diese Farbe und diese Farbe hast du richtig geil ausgewählt, dann kannst du stolz sein auf dich. Weil du hast die Frage in dir rein gehabt, hast die Entscheidung getroffen und ein anderer sagt, die Entscheidung war gut gewesen. Auf das kannst du stolz sein. Und darum ist auch nicht jedes Kompliment oder jedes «Hey, merci, war fein gewesen». Ja, ist okay, aber ist eine Floskel. Ist kein Kompliment. Das Kompliment wäre, wenn ich sage «Hey, zum Beispiel, oder ja, wie zum Beispiel heute Mittag, wo du nachgefragt hast, wie die Bohnen sind und was. Das ist ein richtiges Kompliment, weil du hast dich für die Bohnen interessiert und sie wirklich fein gefunden. Verstehst du, wie ich meine? Das sind die Sachen, die einem bleiben und die anderen sind halt eben so die
Viel gesagt, aber eigentlich doch nichts. Oberflächlichkeit. Ja. Ja, schon so. Und darum eben. Ja, muss jeder mit dem zufrieden sein, was er hat. Das ist schon so. Ja. Ja. Aber jetzt zurück zum Thema, wie geht es dir? Nimm noch einen Schluck. Du hast es verdient. Danke. Das, ja, schau. Ja, ich baue den anderen Ja, du auf. machst das Ich richtig baue krass. dich auf. Ja, du baust dich richtig auf. Nach dem Podcast läufst du da raus und schlägst jeden runter. Bruder, ich steige ins Auto ein, ziehe Sonnenbrille an, Fenster auf, fahre am Bahnhof an und sage, wer hat das Problem? Gehst du Patches aufreißen. Genau. Bahnhofrunde. In Zürich, schön Bahnhofstrasse an und dann willst du einsteigen. Ah, du bist Prostin? Nein, da habe ich kein Geld für. Wer will sonst kommen? Ich mich gerade an ein Meme erinnert, das ich heute gesehen habe. Also eine filmt in der Tankstelle in ein anderes Auto rein. So, hey! Und es hockt so eine auf dem Beifahrersitz. Und dann sie so, hey, mega geiles Auto hast. Also es waren Deutsche. Gewesen. Und die andere so, danke vielmals, aber ich bin nur die Nutte. Oh, den habe ich auch schon gesehen. Das ist verdammt gut. Ja. Das ist ein gutes Meme. Ja. Ist es nicht die... Also das ist auch so ein klassisches TikTok, dort, wo so einer zu einem Auto anläuft, irgendwie ein Ferrari, McLaren, irgendetwas und «Hey, wie viel hat das Auto gekostet? Und was machst du von Beruf?» Und dann hat die, glaube ich, eben gesagt, «Ja, ich bin nur die Prostituierte.» Also das, was ich meine, ist wirklich eine, die einfach random an der Tankstelle übergefilmt hat. Okay. Also ganz schlecht gefilmt auch und sie ist in so einem gelben Mustang oder etwas gehockt. Okay. Hast du auch nicht viel vom Auto gesehen? Es ist Ja. wirklich nur der... Gut, vielleicht gibt es von diesen Videos auch ein paar Versionen. 100%. Also sicher zumindest von dieser Situation. Mit anderen Leuten, anderen Personen, aber gleiche Situation. Ja. Zurück zum Thema. Mir geht's gut. Mir geht's gut, würde ich behaupten. Ja. Viel kann man da eigentlich nicht dazu sagen. Eben, Aber würdest du nur behaupten? Ja, ich habe keine grosse... Ich habe gerade keine grosse Ängste, ich habe keine grossen Painpoints, ich habe aber auch keine riesen Freude gerade. Darum würde ich behaupten, es geht mir gut. Wirklich wissen tue ich es nicht, weil wirklich gehen tut es mir nicht irgendwie. Es geht mir nicht mega schlecht, es geht mir aber auch nicht mega gut. Ja, darum würde ich behaupten, es geht mir gut. Ja, ist so. Es ist nicht immer so ein gut oder schlecht. Es ist oft auch einfach so ein Zwischendrin. Bei mir. Ja, oder irgendwie... Ich weiß nicht, ob das mehr so ein Mannending ist, ob man geht's gut halt auch noch wie so in Schubladen oder kategorisieren, so in dem Stil, so finanziell geht es mir schlecht, in diesem Belangen geht es mir gut dort. Und Ja. dann zieht man dort den Mittelwert, den Durchschnitt, tut den Median berechnen und nachher geht es einem zu 52,5% geht es einem gut. Ja. Ich weiss nicht, ob Also- da mehr die Männer so, ein bisschen so denken. Das kann schon sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das eher ein Mannending ist. Aber ich habe das damals, als ich das Burnout hatte mit 16, ist das meine... also das mache ich heutzutage noch. Wenn es mir nicht gut geht im Kopf oder einfach allgemein halt. Wenn es dir nicht gut geht, geht es dir im Kopf einfach nicht gut. Weil meistens, wenn dir wirklich etwas Schlimmes passiert, weisst du, wieso es dir nicht gut geht. Dann musst du nicht das durchdenken. Dann weisst du, wieso, und dann ist es einfach ein Prozess. Aber wenn du nicht weisst, wieso es dir nicht gut geht, dann ist es ein Ding, eine Vorstufe von depressiv werden. Und ich bin aus meinen Depressionen auch mit der, ich habe das für mich Meditation genannt, dass ich angeguckt bin und dann mache ich in meinem Kopf wie so ein Mindmap. Und in diesem Mindmap gibt es so Grundbubbles. Eine Grundbubble ist Familie. Die andere Bubble ist Überleben, also Geld, Wohnung, alles was Überleben heisst, Job. Und die andere Bubble ist meine persönliche Freude. Und diese 3 Bubbles haben ganz viele Eigenheiten. Manchmal fallen gewisse auch ineinander rein. Weil zum Beispiel, wenn ich nicht viel mit meiner Familie mache, geht es mir in meinem Persönlichen nicht so gut, weil es braucht ein Teil von dem. Und so habe ich immer, wenn es mir nicht gut gegangen ist, bin ich angeguckt und habe mir die 3 Bubbles vorgestellt und bin dann Bubble nach Bubble durchgegangen. Erste Bubble, Familie, mit
mit dieser Person habe ich es super gut, mit dieser Person könnte ich mich mehr treffen, mit dieser weniger, mit dieser so. Und so entscheide ich, ob es mir gut geht. Also oft, ja. Und wenn einer von diesen Faktoren sehr tief unten ist, dann geht es mir auch nicht gut und dann heisst es, ich muss in meinem Leben etwas ändern, etwas handeln. Ja. Und so mache ich das immer. Ja. Ah, spannend. Das Aber ist so meine ein Strategy. so ein wissenschaftlicher Ansatz habe ich jetzt nie, aber ich glaube, jeder es hat ist so... auch nicht Wissenschaft, Ja, das ist ja mehr einfach ein persönliches Ding. Jeder kann das anders machen. Für mich war das meine Variante gewesen, weil du musst dir so vorstellen, ich weiß nicht, ob du dich mit Depression oder so auskennst, aber wenn du depressiv bist, dann hast du ja keinen Grund, wieso es dir schlecht geht. Es geht dir einfach immer schlechter. Du weißt, dass es dir schlecht geht. Das ist auch bei jedem anders. Aber bei mir war es so, dass es mir dann auch immer schlechter gegangen ist, weil es mir schlecht gegangen ist. Also es ist dann so eine Abwärtsspirale. Und mir hat, weil ich sehr ein verkopfter Mensch bin, hat mir eigentlich wie das Jubeltrubel, das Chaos im Kopf, habe ich nur so, indem dass ich gesagt habe, ja, aber schau, da hast du ja Struktur, das und das ist wichtig. Wenn du das erfüllt hast, ist scheißegal, was für ein Chaos du da oben hast. Das Chaos ist nicht wichtig. Das Chaos hat keine Wichtigkeit, keinen richtigen Indings. Und so bin ich weggekommen von diesen Abwärtsspiralen. Und immer, wenn es mir nicht gut geht, setze ich mir einfach nochmal geschwind meine wichtigen Bubbles an. Und dann sehe ich sehr schnell, ja, schau dort, ich habe nicht mehr viel mit meinen Homies gemacht, ich habe nicht mehr viel mit meiner Familie gemacht. Und wenn ich das gelöst habe, geht es mir meistens wieder gut. Wenn es dir dann immer noch nicht gut geht, weitersuchen. Aber ich hatte es noch nie gehabt, dass dass alle 3 Bubbles super sind und es mir nicht gut geht. Also es ist schon für jeden anders und für die einen wichtiger. Das eine, ich sage jetzt, bei meiner Geld-Überlebensbubble würde es wahrscheinlich vielen gar nicht gut gehen mit dieser Bubble. Mir schon, weil ich einen anderen Wert an dieser Bubble gebe. So, aber ja, also es ist hure schwierig. Aber es war für mich der Moment, wo ich mich wieder am Boden der Tatsachen ein bisschen zurückholen konnte und mit dem bewussten Sagen, hey, die Gedanken, die du dir gerade machst, sind nicht richtig. Die sind falsch. Also, ja, das ist ganz ein tiefgründiges Thema. So Sachen. Aber eben, das sind dann gerade so Momente, zum Beispiel, wo ich traurig oder depressiv war, bin ich oft auch im Bett gelegen am Abend und wollte einschlafen. Und dann hat sich in meinem Kopf alle meine Fehler, die ich gemacht habe, aufgezeigt. Und ich habe mich nur noch verurteilt für alles. Und habe in dem Moment das Gefühl gehabt, ich bin nur ein schlechter Mensch. Alles ist schlecht, ich habe nichts erreicht, ich verliere meine Familie, ich verliere alles. Und dieser Gedanke hat sich so festgesetzt in meinem Kopf, dass ich nur in diesem Moment, und die gibt es auch heute weniger, aber es gibt sie noch, und in diesem Moment habe ich früher das als volle bare Münze genommen und gesagt, in diesem Fall fühle ich mich so und es ist so. Und erst nachher, mit Psychologen und viel mit meiner Mami reden, habe ich für mich gelernt, dass der Kopf auch Sachen macht und Gedanken denkt, die falsch sind, die nicht stimmen. Er sagt dir im vollen Ding, du bist ein schlechter Mensch, weil du hast das und das gesagt. Und wenn du nicht aus dieser Sicht, aus dieser Bubble wieder rauszoomst, dann bleibst du drin hängen und hast noch wirklich noch das Gefühl, du bist einfach alles schlecht. Und das ist ein brutales Ding bei Leuten, die, keine Ahnung, vielleicht wenn jemand zulässt, der auch so Struggles hat, kennt das vielleicht. Das ist ein harder Moment, weil du weißt, es soll dir gut gehen, es ist eigentlich okay, klar, du hast deine Probleme, aber es geht dir immer schlechter. Und ja, harte Geschichte. Harte Geschichte. Und eben, es gibt keinen richtigen Weg, wie raus, wie nicht. Die einen können ein neues Hobby anfangen und können sich so mit den Gedanken die ordnen. Also bewusst sagen, mein Kopf muss jetzt nicht stundenlang studieren. Mein Kopf darf jetzt sich mit Basketballspielen auseinandersetzen. Das ist auch eine Art, sich von... Also in dem Sinn eigentlich ist es Ablenkung, aber halt bewusste Ablenkung. Weil du weißt, alles, was du jetzt durchdenken wirst, ist negativ für deine Psyche, also du dich bewusst von dem ablenken. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du ein Problem hast und nachher saufst du einfach die ganze Zeit, weil dann hast du kein Problem mehr im Kopf.
Es ist mehr dann die richtige Variante, das zu machen. Weil irgendwann musst du den Gedanken eben loslassen. Du musst weg von dem Gedanken. Du wirst, wenn du hocken bleibst und immer noch weiter denkst, löst du deine Depression oder dein Problem nicht. Du löst es erst, wenn du den Gedanken loslässt, wenn du das Ganze fallen lässt. Und ja. Das ist am Ende des Tages ja immer Gewicht, das du mit dir herumschleichst. Und irgendwann ist es einfach auch zu viel Gewicht. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also, ich bin noch nie in so einer Situation gewesen, dass ich jetzt professionelle Hilfe aufsuchen musste. Aber jeder von uns hat schon schwere... Da würde ich geschwind dazu sagen, jeder von uns sollte eigentlich mal professionelle Hilfe aufsuchen. Ja. Weil genau das, dass man das Gefühl hat, bei mir war es schlimmer gewesen und darum musste ich das machen. Keiner muss das. Sondern es wäre richtig für jeden. Und das ist eben ein bisschen das Problem. Viele gehen nicht zum Psychologen oder sonst, weil sie das Gefühl haben, ja, dann bin ich krank, weil ich es selber nicht regeln kann. Aber krank ist genau so, wenn du eben nicht gehst. Weil du hast Angst, dass du krank bist. Und der Psychologe sagt dir das. Und darum gehst du nicht, wenn es dir schlecht geht. Aber wenn du stark wärst und es dir schlecht geht, dann wirst du zum Psychologen gehen. Einfach um das da rein, weil sonst bleibt das so stehen mit «Ich kann nicht gehen». Und das stimmt, also es ist einfach irgendwie wieder der verkehrte Ansatz dran. Du hast dich nicht getraut zu gehen. Am Ende. Also ausser es ist dir wirklich nicht schlecht gegangen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe schon ein paar von meinen Kollegen zum Psychologen geschickt. Ja, und das... Also weißt du, das hat nichts mit Kranksein zu tun. Nein, überhaupt nicht, nein. Also ich hätte das Gefühl, es hätte sicher auch, irgendwie zum Beispiel nach der Training oder so, wäre das super gewesen, wenn ich dort gegangen wäre, aber ich weiss nicht, ob ich damals einfach noch zu wenig stark war. Ja, und mir war ja dort auch jung und gerade in der Entwicklung, ich sage jetzt mal, es ist sicher nicht schlecht, wenn du deine Probleme alleine mit dir lösen kannst. Die Gefahr ist aber halt da, dass du jetzt die Probleme zwar gelöst hast, aber du machst sie noch grösser in der Zukunft, weil du sie nicht wirklich gelöst hast, sondern nur temporär, so nach dem Motto. Das ist mehr die Gefahr. Aber ich habe auch mit einer Kollegin, die ist nachher auch einfach in die Sprechstunde gegangen, wo man einfach erzählt, wie es einem geht. Die Person sagt dir nichts. Sie sagt dir nicht, ja, das machst du richtig oder das machst du falsch. Sie sagt vielleicht mal ja, mal nein, ja, ich verstehe es oder so. Aber da geht es nur ums Erzählen. Und schon das ist weltverändernd. Nicht einmal, weil die Person dir geholfen hat oder etwas, sondern weil du dich noch mal ganz anders mit deinem Gedanken hast auseinandersetzen. Weil wenn ich da im Podcast dir erzähle, hey, das ist meine Strategie und das, dann bin ich nachher ganz nochmal anders gefestigt auf meine Strategie, wie wenn ich das der Aussenwelt nicht erzähle. Und genau dieser Faktor ist das, was es wertvoll machen kann. Ich bin auch immer jemand, der versucht, so wenig wie möglich Hilfe rauszuholen. Ich habe aber auch lernen, dass das nicht eine positive Eigenschaft durch und durch ist, sondern auch negative Seiten hat. Das ist oft auch sicher gut, weil du selber dann durchbeissest. Aber manchmal brauchst du es einfach auch. ja, oder du wirst es zwar nicht unbedingt brauchen, aber du könntest mit einem Win aus dieser Situation rausgehen oder dich gerade so knapp durchschlängeln. Und dann kann man sich selber auswählen, was will ich jetzt. Will ich das Problem richtig lösen oder möchte ich es einfach nur prophylaktisch einfach mal so lösen? So. Ja, es ist schwierig. Ich kann ja nicht in deinen Kopf hineinschauen und sagen, ja, das wäre jetzt gut gewesen oder vielleicht auch nicht. Aber prinzipiell würde es jedem Menschen mal gut tun, einfach seine Probleme, seine Eigenheiten und so jemandem zu erzählen, der das nicht mal wertet, sondern einfach ja, wo du Farbe bekennst, wo du zeigst, wer du bist, wo du dich vor dir nicht rechtfertigen musst. Nicht kannst. No. Aber es macht Angst, so etwas. Es so macht sehr etwas viel Angst. Hure unangenehm. Ja, also, Und, das ist wirklich... Ich bin auch vor einem Psychologen gehockt und habe gesagt, mein Körper ist kaputt, mir geht es nicht gut im Kopf, ich kann nicht mehr schlafen,
Ich erbreche mich, weil es mir schlecht geht im Kopf. Ich habe das Gefühl, ich bin als Mensch kaputt. Und ich bin voll überzogen, dass das so ist. Und ich musste dem das nur erzählen. Der hat nicht mal etwas dazu sagen, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht kaputt. Ich bin ein Mensch. Und Menschen haben so Krisen und haben gewisse Eigenheiten. Und das, einfach zu sehen, dass du ein Mensch bist und dass das zum Menschsein dazugehört, kann hure wichtig sein. Weil die Gedanken, die sind frei. Gedanken sind im Kopf. In Gedanken hast du schon Sachen überlegt, die wirst du nie umsetzen in der Realität. Aber du musst es jetzt erst mal durchdenken, um zu wissen, dass du es nicht machen willst. Das sind dann aber auch so Sachen, wo Leute, die zum Teil depressiv sind, die sich dann verurteilen, weil sie das Gefühl haben, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich denke darüber nach, ob ich den könnte ausnutzen, zum Beispiel. Aber es ist einfach eine Eigenschaft vom Mensch, dass er egoistisch ist. Und wenn du dich jetzt aber jedes Mal verurteilst selber für das, dass du das denkst, dann machst du etwas kaputt, wo eigentlich gar nicht kaputt ist, weil du denkst es ja nur. Du hast ja selber gemerkt, dass es falsch ist und machst es ja gar nicht. Also du bist auf der richtigen Seite, aber du hast dir das Gefühl geben, dass du falsch sagst. Und das gibt es ganz in vielen Sachen, die man in seinem Kopf hat. Ja. Dass man sich selber sagt, ich bin dort schlechter wie andere. Dabei, wenn du mit anderen darüber reden würdest du merken, nein, bin ich gar nicht. Und ja. Ja. Nein, es ist in meiner Familie und eben so Sachen wird auch gewissermaßen in die Wiege gelegt. Das haben wir jetzt gerade heute am Mittag auch wieder schön erzählt bekommen. Du bist das Ergebnis von der Erziehung. Und so Sachen, Kommunikation, miteinander reden und weiss nicht was, das war bei uns daheim einfach gar nicht Thema gewesen. Ich bin von meinem Papi nie gefragt worden, hey, wie geht es dir wirklich? Wirklich. Was beschäftigt dich gerade? Wie läuft es in der Schule? Das ist halt unvorstellbar. Wie geht es am besten Kollegen? Was haben Sie das letzte Mal im Fußball gemacht? Haben Sie es am Match gewonnen? Oder das war bei uns halt nie gewesen. Und ich würde jetzt frech behaupten, das ist auch so ein bisschen Abwehrmechanismus von mir, einfach Haufen einzustecken oder so in mich hineinzufressen. So. Ja, genau, weil es also ist ja kein so Können. Meine, es ist ja kein Können. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Einstecken. Abwehrhaltung. Es ist eine Defensiv, Flucht. ja. Es ist eine Flucht. Ja. Weil, aber nur schon, dass du das erkannt hast. Und darum ist es auch hure gut, dass wir da einen Podcast und darüber schnurren. Und Mega. das ist richtig so. Und genau, du könntest jetzt blöd gesagt dich dafür verurteilen, dass du so denkst. Oder du könntest denken, hey, yo, shit, ich habe es erkannt, dass es so ist. Und das sind die zwei Paar Schuhe, weil du bist genau auf dem richtigen Weg. Also weißt du, genau... Also, Ja, ich weiss, dass es noch ein Thema gibt, das ich professionell aufarbeiten will. Und da gehe ich Hilfe beanspruchen. Aber ich habe auch schon mit ein paar darüber geredet, die das auch schon gemacht haben und mir das super ans Herz gelegt haben. Und eben, es ist nichts, wofür dass man sich muss schämen muss, überhaupt nicht. Ich weiss auch schon, wo man das machen kann und alles perfekt. Und das ja. Aber jetzt ist mir der Punkt. Ich glaube... quasi der Zeitpunkt. Ich tue das auch noch ein bisschen immer weiter rausschieben. Das ist, ich habe im Moment das Gefühl, dass ich noch nicht parat bin, aber es gibt halt einfach keinen richtigen Zeitpunkt, um so etwas angehen. Voll. Also es ist halt ein Thema, wo es keinen richtigen gibt, aber es gibt definitiv einen falschen. Und weil es ein Gefühlsthema ist, du musst ja, wenn du dich willst, eben zum Beispiel behandeln oder halt in dem Sinne ist es eine Therapie, wenn du dich therapieren lässt, dann musst du das voll wählen. Und wenn es etwas in dir gibt, das dich davon abhält, weil du sagst, nein, ich will noch das oder das oder das, dann bist du noch nicht bereit für die Therapie. Das ist sicher gut. Also das ist auch wichtig, dass du das erkennst. Du musst das ja auch nicht jetzt machen. Weil sobald dich das Thema so fest in den Boden zwingt, dann wirst du sie machen. Also weißt, von dem her ist das schon mal super. Du wirst es nicht einfach wegignorieren. Ja. Wahrscheinlich. So. Nein, das schleike ich seit ein paar Jahren mit um.
Und Ja. das, aber es ist nie so richtig präsent, als dass es mich am Morgen nicht aus dem Bett raussteigen lässt oder am Abend nicht einschlafen lässt. Aber es ist halt trotzdem irgendwo im Hinterkopf, ist das noch nicht richtig verarbeitet. Ja, und ich habe letzte vom Aktenzeichen XY wieder einen Fall gehört, wo es um Leute gegangen ist, die Banküberfall gemacht haben. Und dann hat sich eine geäussert, die ein Trauma nachher von diesem Banküberfall hatte. Also Und nicht ein Räuber. eine, die dort gearbeitet hat, ja. hat ein Trauma vom Banküberfall. Der Räuber nicht, der hat es ja gemacht. Sie hat sich dann also eben ein Trauma gehabt. Und dann ist sie bei einem, der das Trauma aufgearbeitet hat mit ihr. Und der ist dann nachher auch noch zu Wort gekommen. Und der hat auch gesagt, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber extrem Traumas, wenn du sie nicht behandelst, also mit niemandem redest, hast du eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit, dass du das Trauma überstehst. Also dich selber wegtherapierst. Wenn du aber in eine Traumatherapie gehst, redet man von fast 90%, ich bin mir nicht ganz sicher, 90, 80 oder so ist es gewesen, dass das Trauma gelöst wird. Also wir haben da, und das ist eine Statistik von allen Menschen, und alle haben das Gefühl, ich kann es selber regeln. Das ist aber genau ein Aufzeiger, wieso es andere Menschen braucht. Und wenn du dir das vorstellst, du hast einen Überfall, bist traumatisiert von dem. Wenn du nicht zum Doktor gehst, tut dich das dein Leben lang beschäftigen. Dein Leben lang hast du Angst, wenn dies oder das passiert. Wenn du zu jemandem gehst, dann bist du die Angst nicht los. Aber du hast es so viel durchgemacht, dass du weißt, wie du mit deiner Angst umgehst und sie trifft dich nicht mehr so. Und so kannst du das Trauma am Schluss verarbeiten. Und das zeigt eigentlich schon gut, weil jeder von uns, die einen mehr, die anderen weniger, die einen grössere, die anderen kleinere, haben Traumas aus der Kindheit. Ja, und die werden irgendwann vorkommen. Eben, mein Grosspapi, der am Tisch hockt und nach 49 Jahren, nachdem sein Papi nicht mehr lebt, noch sagt, mein Papi hat mich geprägt. Und also eben, das zeigt eigentlich auf, das ist ein Trauma, das nie aufgearbeitet worden ist. Also die Wörter, die er heute seine Kindheit beschrieben hat. Ja, Scheiße. Also es ist dreimal das Wort elendig. Elendig. Ja. Und ja. Ja, und das sind Traumas. Eben, er lebt, es ist alles okay. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber man kann es wegignorieren und irgendwann liegt man mit 90 im Bett und hat noch 30 Traumas im Petto. Oder man hat sich mit diesen 30 Traumas halt schon befasst. Und darum kommen wir eigentlich auf das zurück. Jeder würde am besten mal zu jemandem gehen und von seinen Traumas erzählen. Und keiner wird nachher rauskommen und einen Stempel auf der Stirn haben mit psychisch kranken Mensch. Das passiert nicht. Also, bei mir sind schon aus der Familie schon Leute in der Klinik gewesen, selbst eingewiesen. Ja und? Jetzt sind sie wieder da. Und hat dieser Person sehr gut da. Und nichts hat sich verändert. Also, die Menschheit außenrum ist nicht anders zu dieser Person. Und das sind aber eben die Sachen, die einem davon hindern, dort zu gehen. Ja. Weil dann muss man sich wirklich mit seinen Problemen auseinandersetzen. Ist so, ja. Und das ist halt unangenehm. Darum, wenn es dir nicht gut geht, entweder gehst du auf TikTok und schaust irgendein Ding an, das dir erzählt, wie du glücklich werden kannst, oder du gehst zum Psychologen. Ja. Ja. Darf jeder für sich entscheiden, was echt der bessere Weg ist. Genau. Ja. Wenn wir noch irgendein gemütlicheres Thema angehen. Ich habe... Ja, warte mal, was habe ich da Hast du alles? Ja, das ist politisch. Das ist in Zukunft aber auch sehr fragwürdig. Gestern hat mein Onkel Geburtstag gehabt. Happy Birthday nachträglich. Happy Birthday. Ja, also so locker habe ich, glaube es geht nichts so aus dem Petto. Ich habe sonst noch einen Witz, also witzig nicht, aber eine coole Geschichte von dem einen, das ist mein Win of the Week sozusagen. Also es ist zwar nicht diese Woche passiert, aber für mich ist es einfach, weil ich es diese Woche erfahren habe. Und zwar von denen, die ich vorher vom einen Comedian den Witz geklaut habe.
Die heissen miteinander, es ist ein Vierer, Das Quartett. Ja, jetzt Quartett. wollte ich ein Vierer-Trio sagen. Ein Vierer-Trio. Ein Vierer-Trio. Und das Vierer-Trio, die heissen «Vier Feinde» und sind junge deutsche Comedians. Das sind ganz coole Dudes, mega sympathisch, machen nach meinem Geschmack sehr gute Comedy. Und die Jungs, die haben gesagt, sie machen eine Arena-Tour. Haben natürlich nicht so viele Zuschauer, oder? Haben alles so kleine Räume. Und dann wären es aber noch... haben sie gefunden, komm, wir fragen die Lanxess Arena an in Deutschland. Und zwar haben sie gesagt, komm, wir machen einen Gag daraus. Wir rufen denen an und fragen, ob sie im Konferenzraum ihre Dinge haben, damit sie aufs Plakat schreiben in der Arena. Und dann haben die gesagt, ja, schaut, dann haben sie sie Monate hin und her geschoben und gesagt, ja, ihr könnt es hinten im Showrestaurant könnt ihr es machen. Dort können wir eine Bühne rein tun, dann haben wir dort Platz. Dann sind sie es anschauen und dann sind sie in die Halle reingelaufen und dann sagt die von der Halle, also wenn ihr wollt, da ist frei, ihr könnt auch da. Und dann haben die einfach durch diesen Move haben sie dann die ganze Lanxess Arena bekommen. Natürlich nicht vollgestuhlt, also nicht, ich weiß nicht wie viel da im Gesamt, irgendwie 18'000 oder so, wenn du die ganze nimmst. Sondern sie haben dann eine 8000er-Version gemacht. Und haben dann mit Promo-Aktionen je und das, haben sie dürfen in die leere Arena Videos filmen, zum Promo machen und so. Und am Schluss haben sie ein paar tausend Leute zusammengebracht. Krass. Ja, für eine Show, die damals für 200 Leute angedenkt war, sie auf die zugegangen sind. Einfach weil sie auf die zugegangen sind, cool waren, Freude hatten und sich Mühe gegeben haben und geile Sachen sind, haben sie nachher in der Lanxess Arena spielen. Boah. Ganz geil. Finde ich eine Win-Story. Geschichte, ja. Einfach eine Win-Story. Ja. Krass. Und vor allem auch eben 4 Leute, die ich das Gefühl habe, die haben es wirklich verdient. Also die geben sich Mühe mit ihrer Kunst, machen lässige Witze, sind sich auch für nichts zu schade in dem Sinn. Und ja, wenn es irgendjemanden gibt, der Bock hat, man kann die Show schauen auf ihrem Kanal «Vier Feinde». Sie haben irgendwie 60'000 Abonnenten oder so, also wirklich nicht so gross für ein Comedian-Kollektiv, ein aufstrebendes. Haben aber doch schon Connection in die ganze Branche jetzt gefunden. So, sie haben einen ganz coolen Joke gemacht, was sie in der Lanxess Arena ihre Aufführung hatten. Haben sie einen Part gemacht, wo sie auf Sofas gehockt sind und wie so eine Live-Podcast-Folge, wo sie Fragen von den Leuten und Impro-Comedy gemacht haben. Und dann sind sie auf die Sofas gehockt und dann ist es darum gegangen, dass jemand die Fragen reinbringen muss. Dann kommt so einer aus dem Vorhang raus mit der Fragenbox und es ist einfach der Felix Lobrecht, der so in die Halle reinläuft, so die Fragen anstellt, einmal kurz ins Publikum schaut und wieder rausläuft. Oh shit. Und alle Leute so nur schon, das ist einfach wieder auch so ein geiler Gag, den ich einfach cool finde. Die hocken dort an, bauen unprofessionell auf der Bühne die Sofas um und dann kommt, einfach der Chief. Und einfach der G-Comedian, weißt du, von den jungen Comedian in Deutschland und setzt die Fragenbox an. Und nachher sagt der eine von ihnen so, ja, ich weiss, diese Fragen haben bei euch allen viele Fragen aufgeworfen. Das sind wirklich coole Dudes. Krass. Wirklich cool. Also, Krass. total witzig. Ja. Ich habe höchstens noch eine kleine Story zu erzählen, die auch ein bisschen locker ist. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Am Dienstag, glaube ich, haben noch der Kollege von Kanada geschrieben. Und er hat noch ein kleines Kindergeschichtli hat er geschrieben. Oh, was? Also, also nicht wie heisst er, aber er mit dir in Kanada war, er ist nicht von Kanada selber, oder? Ja, er ist auch Schweizer und ist vor 15 Jahren eben auf Kanada ausgewandert. Und er hat... Jetzt bin ich total verwirrt gewesen. Jetzt hat es irgendwie eine Meldung gegeben. Das ist der Bildschirm, das ist der Bildschirm, sagt, okay. ich will den Bildschirm schon Okay. Aber so viel zu Folge Zero. Ja, Mann. Aber... Alter, ein guter Joke gewesen. Ich muss checkt sagen... einfach keinen aus mir. Aber Ja. Nein, aber der von Kanada. Wir haben mal beiläufig irgendwie mal so Büchli und Kindergeschichtli und dass man eigentlich beide Freude hätten an so Sachen. Und jetzt hat er einfach in seiner Freizeit mal ein Geschichtli geschrieben. Warte, den Titel den darf ich sicher vorlesen. Ja, aber der Titel, Inhalt, das kann man nicht nicht rechtlich schützen. Ja, der Titel ist zu... Aber der Inhalt... es ist eine Weihnachtsgeschichte. Und die Geschichte heisst «Der Sternenfunke». Oh. Und Laura Stern.
Also das ist Weihnachtsmann und Die Melodie, KKG von ja. der Melodie, ja. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass sich alle Kinder lieben und du weißt, du liebst auch auch mich. Dum, dum, dum. Also Weihnachtsmann. Ja, voll. Ich kann es dann Aber nachher mal. voll Ja. lässig, ja. Ja, voll, ja. Und jetzt in dieser Nachricht war eben gar nicht so klar gewesen, was er mit dieser jetzt genau möchte anfangen. Und jetzt mal schauen. Vielleicht gibt es dieses Jahr noch ein Weihnachtsgeschichtchen. Das Weihnachtsgeschichtli. Das Wieso nicht? wär im Fall auch noch etwas, was wir machen können. So keine Ahnung, im November oder so. Dass wir Weihnachtsgeschichtchen uns vorlesen können. Vorlesen? Ja. Ja, da So im wie in der Podcast. Schule. Ja, Ach so, ja. Wieso nicht? Wow, wir könnten so einen Adventskalender machen. Weil wir haben ja einfach 4 Folgen. Im Dezember, 4 ja. im Dezember. So einen dann kleinen können wir irgendwie so einen Adventskalender. Adventskalender machen, ja. Wieso nicht? Die Frage ist, was ist in dem Adventskalender drin? Also eben immer so ein Geschichtchen wäre noch lässig. Ja, können wir uns noch überlegen. Können wir uns überlegen. Wir können ja Kindergeschichtchen nehmen und die im Vorhinein einfach der Für Erwachsene. der AI geben und sagen, schreib diese Geschichte nicht jugendfrei oder so. Und dann mal schauen, was der AI sagt dann, nein, Mach ich nicht. mach ich nicht. Ich bin künstliche Intelligenz, ich kann alles außer das, was ich nicht will. Aber das finde ich eine coole Idee. Voll, ja. Können wir noch anschauen. Ja. Was wir letztes Mal noch angeteasert haben, aber es jetzt heute nicht erzählt haben, obwohl ich es auf meiner Liste hatte. Was haben wir angeteasert? Thema Duschen. Oh! Duschen. Dass wir duschen. Aber ich Hey, glaube, nein, das haben wir nicht das letzte Mal angeteasert, sondern wir haben es heute Morgen gesagt, dass wir das heute möchten behandeln. Haben wir nicht letztes Mal schon darüber geredet, dass Ich Duschen... glaube es nicht. Nein, das haben wir heute Morgen. Haben wir irgendwie über Duschen Ja, und weil dass ich das es noch... noch mal gesagt habe. Ich habe mir das aufgeschrieben. Haben wir das nicht gesagt letzte Du hast es Woche? dir heute Morgen aufgeschrieben. Nein, ich habe mir das Ganz heute Morgen... sicher? Nein, ich habe mir das andere heute Morgen aufgeschrieben. 100%. Aber Duschen war heute Morgen auch ein Thema gewesen. Und Ja, ich ja, habe noch schon. gesagt, schreib es dir auf. Ja, ich habe es aber aufgeschrieben. Ich muss dir nicht jedes Mal sagen, Okay. Nils, weißt, du sagst mir viel, wo ich schon gemacht habe Ja, und okay. dir einfach nicht bewusst ist. Also, aber ja. die Notizen sind von letzter Woche. Also respektive der Achievement TikTok ist heute und 4 Feinde war gestern. Okay. Aber ja. Aber eben Thema Duschen. Ja, können wir ja nächstes Mal auch machen. Aha. Wenn wir, Sind wir schon wieder ja, das langsam... Ding ist, wir sind jetzt bei 96 Minuten. Ja, das... Und 96 Minuten ist schon hure lang. ja. Gut, also von mir aus können wir auch jetzt noch schon das Thema Nein, Duschen es machen. muss, aber es dann haben muss wir nächstes Mal für nächste Woche noch ein bisschen spannend bleiben. Absolut. Weil heute war schon genug spannend am Anfang gewesen. Ja, das stimmt, ja. Da sind wir voll ins Ja. Detail und dann gehen wir das nächste Mal auch wieder ins Detail. Finde ich gut. Ja gut. Ja, dann verabschieden wir uns. Hey ja, schönes Wochenende euch zusammen. Ja, Geniessen es. Verhext. Scheiße. Ja, und jetzt kann der Nils in aller Gemütlichkeit da noch das Wort zum Sonntag schnell raushauen. Im Namen von André Küchler und von Nils Kümin verabschieden wir uns da aus dem Fuschcast-Studio vom 21. September. In diesem Sinne, im Namen von André und vom ganzen Redaktionsteam verabschieden wir uns. Wolltest du auch noch etwas sagen? Du hast schon meinen Namen was? gesagt. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. shit. Alter, ich Ich habe es gar hab's nicht gecheckt. Du hast ich es hab's die auch ganze nicht Zeit gecheckt. gesagt. Oh mein Gott. Aber ich habe es jetzt auch nicht gecheckt. Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott. Oh, es wird nicht mehr besser. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Ich weiß, es ist soweit schon bald, dass in der Winternacht so kalt Kinder lachen laut erschallt. Weihnachtsmann, wir lieben